Aber Perisade war ein mutiges und gescheites Mädchen. Sie ist auf ihr Ross gesessen und ist selber gegen Osten gereitet, um ihre beiden Brüder zu suchen. Am 20. Tag hat sie den alten Mann angetroffen. «Gutes Vetterli», hat sie gesagt, «sind da zwei hübsche junge Männer vorbeigereitet?» «Du musst Perisade sein», hat auch der alte Mann gesagt, der ein Heiliger war und sehr weise. «Ja, deine Brüder sind da vorbeigekommen. Sie sind im Ball nachgereitet und wollten in den Berg steigen. Aber niemand kann diesen schrecklichen Stimmen widerstehen. Sicher haben sie sich umgetrüllt und sind so schwarze Steine erstarrt. Aber du könntest es schaffen, weil du eine echte Prinzessin bist. Komm, beug deinen Kopf zu mir runter. Ich will dir zur Sicherheit ein bisschen Bauen in die Ohren stopfen.» Perisade hat sich runtergebeugt und ihre herrlichen goldigen und silbrigen Haare an den Boden berührt. Der heilige Mann aber hat ihre Ohren verstopft mit Watte, damit sie die schrecklichen Stimmen auf dem Berg nicht hören muss. So ist Perisade im Ball nachgereitet und dann in den Berg gestiegen. Die bösen Dämonen haben geschrauen und gelärmt. Aber Perisade hat nur gerufen: «Heulet nur, ihr bösen Geister, ihr könnt mir gar nichts leid tun.» Und obwohl sie sogar durch die Watte durch den schrecklichen Lärm hören konnte, ist sie tapfer den ganzen Berg gestiegen, ohne sich umzudrüllen. Zoberst oben hat sie sofort den Bulbul il-Hasar das Dan, den sprechenden Vogel, gesehen. In einem goldigen Käfig ist er gesessen und hat sie aufmerksam angeschaut. Perisade hat die Watte aus den Ohren gezogen und hat gesagt: «Jetzt habe ich dich gefunden, mein Vögeli, und ich gebe dich nie mehr her.» Und das Vögeli hat mit einer allerliebsten Stimme angefangen zu schwätzen. «Oh, Perisade, du bist die allerschönste von allen Frauen und ich weiss, wer du bist.» Perisade hat den Bulbul gefragt, wo sie den singenden Baum und das goldige Wasser finden können. Und das Vögeli hat es ihr gern gesagt. Wo Perisade den Zweig vom singenden Baum abgebrochen hat es wunderbar angefangen zu klingen und zu singen. Und vom goldigen Wasser hat sie sich einen kleinen Krug vollgenommen. Dann hat sie gesagt: «Oh Bulbul, ich danke dir für deine Hilfe. Ohne dich hätte ich die Wundersachen nie gefunden. Aber weisst, ich bin trotzdem nicht recht glücklich. Ich weiss nicht, wie ich meine beiden Brüder erlösen kann.» Da hat der Vogel gesagt: «Spritze ein paar Tropfen vom goldigen Wasser auf die schwarzen Steine.»